E wunderschöne guten Abend. Nur dieser langen Sommerpause sind wir endlich da. Mama Gemeng war am Sommer 2020 auch nicht untätig. Gerade die schwere Situation vom Covid-19 hat die Responsable von der Relation Publique und Kultur dazu angespornt, ihre Bürger an dieser schwierigen Zeit etwas Extras zu bieten. An den nächsten Emissionen stellen wir euch auch allkeiers Neubetrieber vor aus dem Horaska, die an der Gemeinde Mama arbeiten. Wir lassen also erklären, wie sie den Alltag an dieser schwierigen Zeit erleben. Notre restaurant spécialisé dans tout ce qui est pâtes fait maison, des pizzas, comme mon mari qui fait lui-même. Ça fait depuis 2009. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Malheureusement, après ces 2 mois à cause de Covid, on était obligé de fermer comme tout le monde, mais par contre on a resté à faire l'emporter, la livraison. Ça va, c'était mieux, on aurait dû faire encore mieux, on était bien organisé, mais malheureusement le début ça commence un petit peu mal parce qu'on n'a pas pu faire la livraison, mais il faut accepter. Alors depuis qu'on a recommencé après le confinement, ça va aller tout doucement. Pour le moment, c'est toujours en augmentation. J'espère que ça va aller mieux, comme ça on peut retrouver notre travail comme avant. Les clients, la plupart, ils sont toujours fidèles. Les personnes qui ne peuvent pas venir, ils l'appellent. Presque on n'a perdu personne. C'est ça que ça nous encourage encore de continuer. On fait de notre mieux. Presque on a repris tous nos personnels, il ne reste qu'une seule personne encore, que peut-être aussi il est encore chez lui. Mais à part ça, on a pu résister à ce problème. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. You're the strength, I'm the one you must rely on. You are always sure of yourself. Now I see you're broken apart. I hope we can patch it up together. Come on, Chiquitita, you and I know. All our days come and they go and the stars stay there. You'll be dancing once again and the pain will end. You will have no time for breathing. Chiquitita, you and I cry, but the sun is still in the sky and shining above you. Let me hear you sing what I could sing before. Sing a new song, Chiquitita. Shine once more like you did before. Sing a new song, Chiquitita. So the walls came tumbling down, and your lives are blown at candle. All is gone, and it seems too hard to handle. Chiquitita, tell me the truth. There is no way you can deny it. I
Yet you're oh so sad, so quiet. Chiquitita, you and I know how the heartaches come and they go in disgusting evening. You'll be dancing once again, and the pain will end. You will have no time for grieving. Chiquitita, you and I cry. But the sun is in the sky and shining above you. Let me hear you sing once more like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Shine once more like you did before. Sing a new song, Chiquitita. Try once more like you did before. Sing a new song, Chiquitita. I'm not all good in 10. I'm 10 clapping. Here we go. Gamma un'acqua petta fa guardare. Oh. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano. Siete amico ti fa fare. Tu vuoi vivere alla moda, ma si bevi whisky e soda. Poi ti sento disturba. Tu ballo rock'n'roll, tu giochi a baseball, ma i soldi per camel che ti le dà la cosetta di no. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, senta me non c'è sta niente a fa. Ok napolita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, oh yeah! Come ti capisci questo va bene, ma se ti parla amici americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come ti diventa I love you. Hey, tu vuoi fare l'americano, americano, americano, siete amico ti fa fare, tu vuoi vivere alla moda, ma si bevi whisky e soda, poi ti gosto di zumba, tu ballo rock and roll, tu giochi ai baseball, ma soldi per camel, che te le dà la corsetta di mamma. Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma se nato in Italia, senza me sonne sta niente a fa. Ok napolita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, ehi appa! Tu vuoi fare l'americano, americano, americano, ma sei nato in Italia, siete a me, non sta niente a fa. Ok napolita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano, oh yeah, Oh yeah! Den zweiten Betrieb, den wir hier weisen, aus dem Café-Restaurant Klein Gemeng. Wir bieten Leute Plat du Jour an, von Montags bis Freitags, und auch oben um einen kleinen Karte mit Lützburger Spezialitäten, wo die Leute können einfach so essen kommen, am liebsten noch Reservation, weil da können wir die richtige Kommande machen, sodass wir uns auch gut können organisieren. Ja, wie den Covid-19, wie dort Restriktionen rauskommen sind, dass wir ein bisschen so machen.
Da waren wir alle gut geschockt. Wir haben uns aber relativ sehr organisiert, weil auch mit der Gemeinde zusammen eine Seite aufgebaut ist, wo die Restaurateure und Geschäftsleute aus dem Dorf konnten ihre Sachen anbieten, also wen, was, wo man möchte. Wir haben, also ich soll schon mit dem Pavillon Brill zusammen, mit Claude Lang, und ich mittags den Menü du Jour gemacht, hier nicht geliefert, ich habe einen Takeaway gemacht. Und wir haben oben mit der Toussaints-Brasserie zusammen geschafft, die haben da just oben das Catering gemacht, wo das sind Leute dann konnten drin nach sich gehen, und das wird relativ gut funktioniert. Das wird schön, dass wir müssen so machen, die ganzen Kehlebuden und die ganzen Manifestationen an Betriebe, die heute erst gekommen sind und so, das ist natürlich ausgeblieben. Ja, wenn wir dann konnten abnehmen, war ich froh, dass ich mit der Gemeinde zusammen konnte eine 2 Terrassen abrichten, vis-à-vis an der Wies und an der Beam, wo ich auch so, wenn wir da gut ist, merkt den, da sind die 2 Terrassen relativ besetzt, aber sobald es wieder schlecht ist, trauen die Leute sich nicht richtig ranzukommen. Der Covid ist noch einmal da, und das geht uns im Moment auch schwer. Eine grosse Idee wurde von der Kulturkommission, den Sommer über Theater am Container anzubieten. Neben dem Bimbo-Theater sind ein solchen Lokalartisten zu Mama abgetreten. Wir werden hier stehen in den nächsten Emissionen dann noch vorstellen. Heute fangen wir an mit der Schauspielerin und Sängerin Sascha Lai, die wir für ein exklusives Interview gewonnen konnten. For sale. Got a man, he made a life, but the man, he ain't his wife. Jumping God, don't be slow, better finish out your rope. Keep it moving with that plow. Drive a man will show you how. Gotta work and root that stump. Drive a man will make you jump. Better keep that hammer ring. Drive a man will start a swing. Ain't but 2 things on my mind. Drive a man and quit in time. When it's kind of night and fly, you'd be happy just to die. Run away and you'd be found by his big red bone hound. Pay to roll up your back, make you sorry you was black. Drive a man, he made a life, but the mammy ain't his wife. Ain't but 2 things on my mind. Drive a man and quit in time. Freedom Spirit Songs, also ein Programm, den ich mit meinen Kollegen Murat Öztürk am Piano und Laurent Peffer am Kontrabass, mit dem ich auch ein Duo zusammen für letzten Februar, also das Jahr im Februar zusammengestellt hat. Wir waren bis zum März 3-mal abgetreten. Das ist ein Programm, den sich mehr Jazz orientiert, also wo ich ein bisschen Stecker zusammengesammelt habe. Standards aus dem Jazz-Repertoire, dem modernen, wie sogar ein bisschen mehr klassischen, man auch Stecker an alles zum Thema Emanzipation. Gibt es auch so eine Freiheit natürlich, das ist ja am Titel an auch Diskrimination, beziehungsweise Songs, die sich bürgerrechtlich weisen, die
hauptsächlich von afroamerikanischen Musikerinnen geschrieben oder Gedicht goufen. Mich wird das interessiert, das ist ein Thema, das mich immer interessiert hat. Freiheit, Emanzipation, das fließt so an all meine Projekte immer durch. Ja, das war eine schöne Occasion. Ich war gefreut, die Zeit für an einer Serie zu spielen, an einem Festival. Und das lief gut, das ist ein schönes Programm. Und nur für Mama war ich noch gefreut, und dann habe ich das Programm 4 geschlagen, weil ich gedurcht habe. Auch lo oder gerade mehr sind Themen, die es nach mehr berehren sollten. Wie wichtig sind Auftritte nun Lockdown für den Artist? Ich denke, sie sind absolut wichtig. Sie sind sowieso immer wichtig. Ne? Und, nachdem der Lockdown war und wirklich vieles angefroren war, und auch für viel Sorgen gesucht wird, ist das schon eine Piste, die wirklich hilft, für ein bisschen Zuversicht zu kriegen. Und davon aufgesehen, wirklich zu sehen, nachdem in 3 Monaten aber gar nicht konnte mit einem Publikum abreden oder schon gar nicht mit Leuten, kaum mit der Familie, vielleicht mit Leuten, mit denen zusammen wohnen, aber mal nicht mit den Freunden so richtig, ist das einfach absolut, ich kann mir so willkommen. Und ich denke sowohl für die Künstler wie auch für das Publikum. Es sind viele, die aber noch hungrig sind, noch so eine lange Zeit für wirklich noch ein Live-Erlebnis zu holen. Ich denke, Live-Erlebnis ist absolut wichtig bei allem, was Performance ist. Möchte den Unterschied an der Heiter Form aufzutreten par rapport zu den Auftritten für drin? Ich denke, es möchte natürlich ein Unterschied an dem Sinn, dass das Publikum begrenzt ist. Dass also die Organisatoren wirklich müssen aufpassen. Heute zum Beispiel stehen still über 2 Meter von ihnen entfernt. Das heißt, es könnte ein Maximum an Leute ran, mehr kommen nicht. Das ist etwas, was man an dem Sinn noch nie gekannt hat. Ich meine, sogar wenn man irgendwo von einem Oblach hat, von den Pompiers, an einem kleinen Club bis 100 Leute, ein kleines Theater bis 200 oder 160, das wird auch nach klein wie, das war immer nach einer vollen Saal. Und hier ist ein bisschen mehr gespräht und dadurch kriegt er auch eine gewisse Intimität natürlich, weil ein bisschen mehr exklusiv ist. Also für mich ist es immer so, wenn ich an einer kleinen Runde, eine kleine Runde als Zuschauer reden, für einer Bühne sitzen und mir so gucken und das wirklich klein und intim, da fühle ich mich auch auf einen gewissen Art auch ganz privilegiert. Das ist nochmal ein anderes Erlebnis. Lohai Bausen zu spielen, zum Beispiel mit dem Container, mit der Kanema, das ist eine flotte Idee. Also ich habe nicht an einem Container gespielt, mehr Freilicht, Konzert oder Theater zu spielen, das ist auch alles schon gemacht und experimentiert gehen. Ich denke, der Unterschied ist wirklich Wahrnehmung. Die ist halt ernst und ist auch, dass du grundsätzlich auch eine Sucht, du kannst eigentlich nicht richtig mehr sagen, Leute kommen, du bewegst dich, du musst den Mast drohen, bis du sitzt. Also das ist alles schon etwas, bei dem mir, das ist ein Kontrant. Das wird natürlich nicht unbemerkt so einfach unter Land steht. Wie hat den Lockdown dich erwischt? Es war tatsächlich schon ein bisschen unsicher Sachen angekündigt. Ne? Die Zeit, Anfangs März. Da war aber echt die Hoffnung und auch ein ganz regen Austausch mit Leuten, wo ich so konzern, ich sollte ganz viel Hundezeit, März, April für allen Dingen und dann noch bis zum Sommer. Das waren so wirklich meine 2 Highlights von Aktivität an diesem Jahr, mal voraussichtlich, also an der ersten Halbschicht, auch mal Tourneen. Kaum, aber überraschend, bei mir hatten ich habe mir ein Projekt nach dem 12. Februar einen Soundcheck gemacht, oben hat man einen Prof und nur der Prof konnte man Messagen. Da war die Sekretärin vom Ensemble, die hat sich mal versucht anzurufen, dann habe ich gesagt, oi, hast du aufgesucht gehen für den anderen Tag. Und tatsächlich
war dekonzerniert gehen und dann hast den nächsten der erst weitergegangen munter. Also ich konnte nämlich E-Mailen am Telefon, das alles gecancelt wie ob weit ist und das war natürlich gruselig. Das ist wirklich ein Boden für not the face wasch sehen. Das war eine Emission vom 20. September 2020. An unserer nächsten Emission weisen wir euch dann noch die Schulrentrée 2021 an, wegen den ungewöhnlichen Umständen verlieren sich als Sendezeiten. Den 10. Oktober sind wir dann mit einer neuen Emission auf Antenne. Ich sage euch merci fürs Nachgucken und bis geschwind.